Annat, Robin, wann hast du dich geout? ich habe mich geout, meistens frei im Sommer, und das war den Tag vom 8. Juni 2020. Dat hei ass méi wie sagst. Mir schwatzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Für dieser Episode ein klein Content Note. An dieser Episode gehen Themen Depressionen und Suizidalität ugeschwart. Wenn du dummer de Problem hast, dann lauscht diese Episode, wenn ich nicht lang. Hallo und herzlich willkommen an der neuen Episode von Maybe Sex, der Nummer 130 schon. Ich bin heute nicht lange am Studio, ich sitze hier mit einem ganz wunderbaren Gast, dem Annat. Hallo Annat. Hallo. Ich habe dich gerade gefragt, wenn du dich geout hast. Wie alt warst du, wie du dich geout hast? Wie ich mich geout habe, ja, wie gesagt, das war am Jahr 2020, da hatte ich nach 51 Jahren. Und ich meine, kann ihn erahnen, worüber die Haut wird gehen. Wir werden heute über Coming Out later in Life schwätzen. Das heißt, mit einer Person, die für Jungverhältnisse relativ spät hier Coming Out hat. Annat, für was hast du dich dann so spät geout? Und als was hast du dich schon geout? Also, ich habe mich geout als Frau, weil ich ja als Jung auf die Welt komme, ich habe mein Leben als Mann gemacht. Ich habe mich aber immer am falschen Körper gefühlt als Frau. Und da das immer mehr schlimm ging und das irgendwann nicht mehr gegangen. Und dann habe ich mich müssen outen. Und für was habe ich mich relativ spät geout. An meiner Jugend hatte ich das Gefühl, dass es nicht mehr stimmt. Und da sind Jahre vergangen. Und auch ich mich spät, so ab 30, dann recht vor so ein Bescheid, was mir mal los wäre, dass ich eine Frau wäre. Und allerdings, da waren wir anderen 2 Jahren, da hätte ich mich vielleicht können outen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu bereit war, persönlich. Und außerdem war als Gesellschaft damals noch ernst. Und ich hatte doch da immens Angst, was passiert, wenn ich mich outen. Wie halt meine Familie das ab, wie halt Davis fällt das ab, mein ganz freundschaftliches Umfeld. Ich hatte einfach Angst. Und schon die Thematik ja wohl so kann. Also ich hatte keine Ahnung, was passieren. Und wie das schon noch nicht so alt war, und mir dann auch die Gedanken selber verboten, für weiter dort zu gehen. Anrecht viel mich später am Leben kommen Gedanken, dass ich gehe immer mehr alt, bleibt immer Mama Zeit, aber wenn ich nicht reagieren, dann vor mein Leben für die Katz, für nichts. Und es sind auch da während Jahren so richtig durch die Halle gegangen, dass die was gar nicht begangen. Und ich wollte nicht mehr leben. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich outen, weil sonst lebt nichts mehr. Und ja, wie dass ich mich noch nicht echt getraut habe und ich an der Gesellschaft vielleicht nicht so bereit war für das Thema, hat dem so lange gedauert. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, weil ich so schön an gute Erfahrungen machen, an meiner Familie, an der Arbeitswelt, bei meinen Freundschaften, stand ich mal froh, für was habe ich das nicht viel leichter gemacht. Was war dann so dein Prozess für dich zu dezidieren, sich endlich zu outen? Also hat du vielleicht, was hat darüber einen Einfluss für das zu machen, auch vielleicht für gesellschaftliche Veränderungen wie Gesetzesgebungen oder Also über Gesetzesgebungen und so, gesellschaftliche Veränderungen, was ich da noch nicht so Bescheid.
mein Leben war so schon mich da 2000 bestört schon 2 Kammerkrit kurz du an schon immer eng 8 Döbellewe gefauert so verstoppt von der lang war hun ich mich als Frage gekleet an so du haben natürlich nicht für und dir gegangen für das Kind hat gesagt aber am Ausland und schon oft gemacht an was du passiert war dann war mein Familie 2015 2 Wochen fort an Vakanz und ich war nicht matt und da ich waren 14 Tage nonstop als Frage gelebt 24 Stunden am Tag und das war einfach für mich die perfekte Welt und die Welt heute jetzt anfand wie sie rum waren und dann ist bei meiner Schwiegergang ich kann so nicht weiterleben ne? Es sind dann also 2 Jahre so das Leben getrollt und du wolltest der ganze Sache also mehr sauberen anmachen was hautdeckend Gott sei Dank nicht funktioniert wird und dann ich beschloss nimmen in Outing auf ganz Berlin kann man helfen und dann hat es nach 1,5 Jahre gedauert bis ich endlich bei einer Person den Mund abgekriegt habe und das war dem Moment meine Frau. Weil es halt so wie die Frau reagiert wird. Ja, also es auch mehr hatten doch schon seit langen Jahren eine extrem schwere Beziehung, weil ich nicht mehr wollte, nicht mehr konnte, also Schwätzelei von intime Beziehungen, das ist einfach nicht mehr gegangen und mein jahrelang nicht mehr, also allein im Raum geschlafen und so. Und da kam der Moment, wo ich mich einfach getraut. Da war ich beiert, nütz, gesagt, ich muss mit der schwätzen. Dann habe ich gesagt, wie ich mich fühle. Hat gesagt, okay, was bedeutet das lo? Dann ich gesagt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich muss mein Leben ändern. Das geht nicht mehr. Es war mir dem man doch egal wie reagieren ich wollte den Druck einfach losgehen und ich habe mich direkt befreit gefühlt und was du passiert das da hatte ich nicht am Drandruck gedreht hat mich am Namen geholt und hat gesagt es gab zum Erstohlen und mich unterstützen und wenn ich die ganze Weg will gehen bis zur Operation hat für mich stehen und das hat doch gemacht. Das hat von dem Moment an 2 Jahre danach, also letztes Jahr am Juni, den ich operiert habe, hat mich immens emotional unterstützt. Das hat ganz gut reagiert. Weil ich weiß von anderen Leuten, meistens ist das nicht so. Und das hat mir viel gebracht. Kommt man auch nicht während der Transition über rechtlich, administrativ oder medizinische Sachen helfen. Aber die emotionale Unterstützung war daheim. Wir haben uns auch viel gestritten dazu, weil wir hatten eine immense Verunsicherung für seine Zukunft ausgesehen und so. Aber wenn es mal bis dem Moment kurz nach der OP war das bei mir perfekt. Und dafür sind Schautermeinung den 8. Juni 2022 war für mich ein von den scheinsten und emotional stärksten Tagen in meinem Leben. Und ich werde Tim, egal was kommt, immer dankbar dafür sein. Das ist immens schön, das freut mich immens. Und das, Oh ja. das reiert mich auch gerade immens. Ja, Und merci. Wir kommen nur um 3 Uhr, wenn ich davon ausschwätzen. ja, du hast nicht lange schon noch ein bisschen die Pipi an den Haaren. Das freut mich immens, dass du die Präsenz in deinem Leben hast und dass du die Unterstützung Ja. und dass du die Unterstützung an deinem Leben hast. Das ist wahnsinnig wertvoll. Ja, die Situation noch so ein bisschen anders. Aber damals für die 3 Wochen war es für mich da. Das ist wunderbar. Ja. Wie war es dabei, andere Leute, wie du dein Coming-out hast? Also ganz gut. Ich war selber überrascht. Das heißt beim Rest von meiner Familie.
du muss ich auch so zum Beispiel mein Bruder, der sagt, oh cool, dann habe ich noch eine Schwester. Mein Bruder so doch, hier gibt 100 Mal steuern und wenn er gibt umkommen, da dürfen sich Führer stellen. Also, ja, und am liebsten von allen, von meiner Familie war mein Pap. Ich, meine Eltern das gesagt haben, da waren sie im Moment ja auch ein bisschen überrannt. Und so, nee, mein Pap den auch so einen Namen geholt und die gesagt, wenn du das willst, dann hole ich ab ein Mädchen. Und auch dafür sind ich ihm ganz dankbar. War bei meinen Freund, da war kein Problem, weil die sind alle gut, ganz tolerant und so. Ja. Und an der Arbeitswelt, da sind Leute, Kollegen, die ich mir nicht rausgesicht, die sind einfach da. Und dann ist das geplant, weil ich mich da outen. Weil ich wollte mich per Forst auch direkt da outen, weil dann hatte ich auch da den Weg frei für so zu sehen, wie ich mich fühle. Und ich habe allerdings mit meinem Vorgesetzten geschwätzt. Und für die war das kein Problem. Und dann habe ich war schon ein ganz Team von einer Dose Leute rundherum mich. Und anstatt mit hinten alle gut zusammen zu schwätzen, habe ich einen oder anderen so bei mir gerufen und ihnen gesagt, wen ich für und was ich in Zukunft alles hat. Für die habe ich dann mit denen, die mehr am Vertrauenswürdigen geschwätzt. Und dann auch pur, was ich gedacht und da sind auch ein paar Querschläger, Blindgänger dabei, die irgendwie blöd reagieren. Mir erstaunlicherweise von den Leuten, wo ich die schlechteste Meinung hat, die noch am coolsten reagiert. Also das kennen sich dann erst behalten. Aber weil ich in einem ganz großen Betrieb arbeite, habe ich gedacht, das geht noch weiter bis ab an die Direktion. Und ich will nicht, dass die Gerüchte hören, weil so geschwärzt wird, mir schon mich selber gemeldet und Rendezvous gefragt bei also ewigster Personalchefin. Also bin ich mit einem Auto gegangen. Da das bei der Direktion gegangen, und noch 5 Minuten Gespräch, und ich gesagt, kriegt mehr garantieren als Arbeitsgeber voll Unterstützung. Egal, was ob der Arbeit passiert und so weiter. Und das tun die auch bis heute, also ja, gewisse Unterstützung habe ich ein bisschen weiter kennengebraucht, weil ja nichts Schlimmes passiert ist. Ja, das ist gut zu wissen, dass ein Schaffen hört, die einem auf der Arbeit den Rechtsteil bewandt muss. Ja, das ist bestimmt viel wert. Und ja. Auch das mich froh, dass du auch du auf so eine gute Resonanz gestoßen bist. Merci. Wenn ihr guckt, so an der queerer Communität aus sich, die ist ja oft, wenn ich letzte Woche auf Event gehen, aber relativ jung. Und gerade so Trans-Communität, und ich Gefühl, das ist oft noch mehr jung. Wie ist das für dich an der Position an der queerer Communität? Wie fühlst du dich da? Ich fühle mich da ganz jung, weil es ja recht letztes Jahr neu geboren. Nee, also wie ich mich da fühle, natürlich fühle ich mich gut da. Das Alter spielt keine Rolle an. Und ich gehe noch für Jungen unerkannt, ich mache Sachen zusammen mit Jungen, ich gehe noch mal gerne raus, wenn wir mit Jungen dabei sind und so. Ja, das ist alles cool. Ja. Ich fand aber auch, es sind, ja, das ist richtig, wie Sie sehen, es sind mehr Jungen wie älter in der Kommunität. Das liegt wahrscheinlich schon aber auch daran, dass die Gesellschaft als Haut mehr op und tolerant für so Themen wie früher. Ja, wir sind als Gesellschaft nicht mehr tolerant, wie wir früher waren. Aber das Thema Transgender zum Beispiel oder ähnliche Themen, da das Haut Leute besser darüber abgeklärt. An Höhle von der Gesellschaft gegenüber von so Leuten als einfach mehr akzeptant gehen. Also trauen sich mehr Leute, sich selber zu outen. Das geht nicht mehr an den Teppich gekehrt wie früher. Und dafür scheint das, dass ein halt viel mehr queer Leute
rundumlaufen wie früher. Mir Wirklichkeit sind da gerade so viel, ne? Mir trauen sich da mehr für das zu outen. Und ich fand das auch gut so. Und ich gehe auch gerne auf Treffen oder andere Sachen, für die da zu begegnen. Da habe ich ein paar coole Freundschaften geschlossen. Ja, und dann, wie gesagt, also ab Punkt Alter sind ich auch noch lange nicht erledigt. Nee, dat bestimmt nicht. Wenn du das alles mit Haut vergleichst, was war dann früher, das ist so blöd, aber was war dann für rund 10, 20 Jahre an deiner Wahrnehmung von der ganzen Thematik anders? Wie gesagt, das war nicht so ein Thema in der Gesellschaft hier auch, dass man darüber geschwärzt gehen. Früher, wenn ich in meiner Jugend war, wo ich in der Schule war, du hast das Thema transsexuell, transgender und so, das nie gefallen, das wir wollen das nicht geben. Und sogar das Thema Homosexualität, das ist so ganz zauberfähig und so, was ja auch gut ist. Und damals war das, auf keinen Fall drüber schwatzen. Also das war schon ein Skandal, weil in diesem Fall in kannte, die Kind homosexuell sind. Und auch das hat eben, auch das ist ein Thema, auch das hat ganz normal gehört zum alltäglichen Leben. Und damit hat dann, weil da kein Problem. Ja, also wie gesagt, also früher, 14, 20 oder 30 Jahre waren Leute nicht mehr tolerant wie heute. Aber sie war bei weitem nicht so gut abgeklärt. Und das hat in Demos dazu geführt, dass in verschiedenen Themen tabu waren. Und das gesagt sich auf den nächsten Blick so wie wenn Leute nicht so tolerant gewesen wären. Aber letztendlich ist es nicht drüber geschwärzt gehen. Weil das war heute der Fall ist. Und da könnte die Gesellschaft noch mehr tolerant rüber. Ich mache nur immer die Erfahrung, dass ganz viele Leute sich überhaupt noch interessieren, ob ich transgender bin, eine Frau, oder was auch immer. Ne? Und das nicht Interesse, das ist so dann auch eine Form von Akzeptanz. Ja, also, das ist eine Reihe für sie, so wie ich sind, und das ist gut so. Dann, ne? Ja. Mir hatte viel drüber geschwärzt, auch über den Gefühl, dass du dich nicht echt geout hast. Was sind denn Gefühle zu dem Fall, dass du dich recht zu spät am Leben geout hast? Also nicht geout habe ich mich, einfach als Angst. Aber ich hatte Angst vor einem sozialen Aufsturz, ne, und so weiter. Und heute habe ich schon genau das Gegenteil festgestellt. Ich habe so viele gute Erfahrungen gemacht, so gut haben Leute überall reagiert auf mich. Und mein Leben mich mal auch immens viel Frieden. Ich war schon allmählich so ein bisschen, wow, glücklich. Einfach glücklich, eine Frau zu sein. Ja, und dann stelle ich mir natürlich froh, für was habe ich das Glück nicht schon 20 Jahre extra können. Das war meine eigene Decision, für mich damals nicht zu outen. Ne? Das ist so ein Problem, wo ich da muss so kämpfen, schon wirklich so 20, ja, zu über 20 Jahren von meinem Leben einfach bewusst Wäschgeheit. Ne? Das ist zu spät, ich kann nämlich anderen, ich reiß mir auch da, wenn es kein Bein aus. Ich versuche nur viel zu gucken, weil das so das, was nach kann, und das, was war, das Weiben, kann ich schon von anderen. Und aber es heißt so ein bisschen, nicht low hart, aber nicht angenehm, mir bewusst zu sein, dass ich mich selber nicht echt geout habe. Ne? Ich verstehe die Angst auch ganz viel. Die Angst vor dem sozialen Aufsturz. Auf jeden Fall. Ja. Brecken anreißen. Und wie gesagt, fragt mich jemand, dass du da kein Brecken angereißt hast, aber dass du so viel Unterstützung geworden hast. Froh ist natürlich, hätte ich mich echt geout, 24 Jahre oder 25 Jahre, dann hätte ich natürlich all die Jahre von meinem Leben gewonnen. Aber damals hat die Gesellschaft mit Sicherheit nicht so positiv wohlwollend reagiert, wie das heute der Fall ist. Und dann wäre meine Transition nicht so gut gelaufen, wie das war. Und ich hatte bestimmt eng oder die anderen
schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wie das dann ausgegangen wäre, das kann ich schön nicht sagen. Ne? Ja. Deine Erfahrung wäre bestimmt ein anderer gewesen. Auf jeden Fall. Und so habe ich auf jeden Fall ganz schöne Erfahrungen gemacht. Und ich kann wirklich eine Landespräche für die Gesellschaft heute zu Lützeburg. Ja, Leute sind cool. Es gibt natürlich ein paar Blindgänger und so, aber das ist egal. Also alles in allem, alle Respekt für Lützeburg. Muss ich auch mal Löw hören. Das freut mich, dass deine Erfahrungen so gut waren. Was meinst du dann, dass Leute an deiner Situation, gebe ich mal so, also auch, oder Leute, die an der Situation sind, an der du noch für ein paar Jahre warst, die ein bisschen wie weit am Leben fortgeschritten sind, an die noch am Closet sind und sich nicht geout haben. Was gehst du hin Rode? Was hat dir geholfen zu hören? Oder was hat dir geholfen zu hören? Also was schön natürlich roden, also gerade was ich schon an wie weit am Leben stehen, einfach autisch. Autisch einfach an ganz egal was andere sagen, es geht um das, es geht um deine Lebensqualität, es geht um dein Leben. Weil da so wir sind nicht unstürflich, Zeit tickt an mit all der als die Zeit, die einem nach übrig bleibt, geht immer mehr kurz. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sich das dann noch vielleicht nicht mehr lohnt oder so. Ne? Ich habe mich auch geoutet mit Umgangs 50. Nun auch direkt fand, oh, sind aber schon alt, aber nach als Zeit. Nach lohnt es sich für mein Leben zum Guten zu ändern, das spüren ich auch all der. Aber ich kenne Leute in meinem Alter, die sind genau ein bisschen mehr alt. Und die drucken da rundherum, so wie ich mit 30 Jahren. Und es geht einfach nicht viel, sie sind unglücklich. Aber sie trauen sich dann noch nicht. Ich verstehe das noch immer, für was das sich nicht trauen. Wie gesagt, Dauer tickt und ja, irgendwann können auf der Punkt, wenn da seht, lohnt sich sowieso nicht mehr. Und dann haben die gelebt für nichts praktisch. Meinst du, es gibt einen Punkt, auf dem es sich sowieso nicht mehr lohnt? Also ich meine, sogar wenn ich sich mit 70 oder 80 out, dem nur weh hat er ja aber noch, wenn die Chance hat, 20 Jahre übrig. Ja, ich habe das nur so gesagt. Natürlich sind das individuelle Entscheidungen, ich möchte das mal zu selber raus. Von einer 80-jährigen Person sich bis dato nicht geoutet hat und möchte dann. Und wenn das irgendeinen positiven Aspekt an dem sein Leben bringt, dann hört das sich dann auch an dem Alter für die Person gelohnt. Ne? Also, wie gesagt, ich kann nicht auf mich selber gucken und ich denke, es wäre vorteilhaft, wenn sich dann so frei wie möglich aber kann outen. Ne? Auch wenn es nicht einfach ist. Wenn du 20 Jahre hast, dann hast du Zeit, dann denkst du, okay, mal ein paar Jahre warten und dann gucken, wie mein Leben sich entwickelt und so. Aber auch bei mir, ich würde noch warten, das geht nicht mehr. Wäre unmöglich. Ja. Bei mir war ein froh im Leben und tot. Und ja. Ich freue mich, dass du dich für das Leben dezidiert hast und dass das gut ausgegangen ist. Ich auch in wunderschönen Leben. Und, ja. Es gibt viele Berichte von jungen Menschen, die an ihrer Transition sind, an ihrer medizinischen Transition. Wie hast du deine medizinische Transition auch in Bezug auf dein Alter erfahren? Hast du vielleicht irgendwelche Veränderungen festgestellt, die von dem, was den so von der Norm für junge Leute her aufgewacht sind? Also nicht, also was mich betrifft, schon nicht alles bis an letzte Teil geplant. Ich bis geoutet war, du war schon noch weh. Und mein Ziel war für möglichst schnell mein Ziel, also die Operation, die medizinische Ungleichung zu erreichen. Ich habe mich Stunden am Vorfeld informiert, ich habe ganz viel gelesen über die medizinischen Aspekte, die da kommen. 4 Stunden für dich bei einem Endokrinolog war, also das ist ein Doktor, Spezialist für Hormone. Dann hatte ich schon schriftlich mein erstes Projekt dabei, was ich mit Hormonen, was ich da will und so, und den Doktor hat das sehr gut befand. Und
dann hun eng relativ Hormontherapie du so gefangen an so kontinuierlech immer bisschen méi an das gut gang kirpelle schon besto mans gut gefilt, weil die Änderungen die sinn kommen aber löser schrittweis an wéi eng Stellung hat deng geschlechtszugleichen Operation dafür dich wé eng Bedeutung hat déi dat war fir mech den scheinsten Moment vu mégem Leben und ich kann mich immer erinnern ich war an der Klinik am Ausland an es sind den Anästhesisten am geschwarz an den hunn Stern zouugemerk also ich war fort eng gefüllte Sekunde mich spät hun Stern opgemerk an du war fertig an du war von der Doktorin die immer gesagt, dass die ganze OP 5 Stunden gedauert hat an 2-3 Minuten trop hunnech gefrot auf Deutsch ist das Ding weg an du so immer ganz wat oh ja alles weg an dann aus filmch war so bon gebroch schon hat gekrascht an dat war so ein emotionaler Moment die Leute auch alle verstanen weil den meeste geht also do wie gesagt dat war filmch dat allerhöchst von dem ganzen Leben dann noch immer an du warst 15 Tage in der Klinik an die 15 Tage waren noch emotional das war die schönste Teil von meinem Leben also emotional betont an die OP also was du erlebt haben von drüber gebe ich nein kann machen an kann immer also das war richtig für das machen das war die besten Entscheidung von meinem Leben an mein Lebensgefühl was so empfangen gibt mir recht. Dat freut mich, dass das die gute Decision für dich war und dass das so viel Fried bräucht hat. Ich muss also, wenn ich den Timeline so richtig am Kopf habe, du hast dich 26 geout, du hast letztes Jahr deine Operation durchgemacht. Das ist auch, weil ich auch viele Transpersonen kennen, für das, was ich so mitgekriegt habe, relativ sehr weh. Wie hat sich das für dich angefühlt, für das so sehr den Achse darauf zu kriegen? Und noch, wie ist das gegangen, dass du den Achse so sehr darauf gekriegt hast? Also für dich mal, ich wollte viel machen, ich wollte ja, ich meine, das hat schon gesagt, mein Ziel, OP, so schnell wie möglich erreichen und eben noch als Altersgrenze. Und wie gesagt, sobald ich Transition angefangen habe, was ich gemacht habe, ich habe mich informiert über die rechtliche Prozedur, was muss ich daheim machen, Psychiater, CNS und alles, wie fand ich Doktoren am Ausland, die mich eventuell könnten operieren, was muss ich mehr für eine Hormontherapie, was muss ich mehr für den Numm an den Geschlechtseintrag können, als zu anderen zu Lützeburg. Dann habe ich eine Psychologin abgesicht, die sich ein bisschen mit dem Thema auskennt. Sie hat mir Kontaktadresse gegeben von der Selbsthilfegruppe hier und da habe ich die abgesicht und da habe ich dann Transleute getroffen, die das teilweise oder auch schon ganz anders schon, die konnte mich viel da beraten. Also weil ich die kleinste Info hatte, ich an Internet und schon in Deutschland rundherum telefoniert, für zu gucken, wie so schnell wie möglich alles rauszufallen. Ne? Weil meine ganze Transition hat vom ersten Outing bis zur Operation 2 Jahre und 3 Wochen gedauert. Da kenne ich heute noch immer gesagt, das wäre ja ein Selbstläufer gewesen und das wäre eine Rekordzeit gewesen und so weiter. Und alles war so einfach und das muss selber gegangen. Ne? Aber okay, das ist bei mir ganz schnell gegangen. Aber einfach und selbstläuferisch war das nie. Weil für alle Einzelschritte, für alle Zwischenziele, weil ich erreicht habe ich immens viel Zeit und Lebensenergie dran gesteckt. Ich habe während den 2 Jahren keinen Tag etwas anderes gemacht und noch gedauert wie Transition. Und ich habe mich über zum Beispiel Nummänderung, also von Fehlnummen, und ich mich dann informiert. Ich habe viel bisschen auf verschiedenen Administrationen telefonieren und E-Mail schreiben, weil ich 1000 Freunde hatte. Und das war immer so streng. Dann irgendwann hatte ich all die Infos zusammen. Und dann habe ich geguckt, in einer kurzer Zeit all die Einzel-Paparassen zu beschäftigen, die ich dafür gebraucht habe. Und ich habe da geschickt. Und dann ist 5 Monate noch die offizielle Änderung von meinem Fehlnamen, ein Geschlechtseintrag.
Und du nimmst mich da vom Dach gefreut. Und den Tag danach ist direkt weitergegangen. Beschaffen für von anderen Infos und so weiter. Wie gesagt, also bis zum Schluss war meine Transition schon emotional, extrem anstrengend. Es waren ganz viele schöne Momente dabei. Aber wie gesagt, es war kräftezehrend und es war eine Erleichterung, wie ich an der Klinik angecheckt bin. Und okay, da sind wir schon gekommen, da wird gemacht, und da kann ich mich zurückhalten. Ne? Weil das war auch während 2 Jahren meine größte Angst, dass irgendetwas passieren kann. Das kann, ich weiß, das können familiäre Umstände sein, das kann ein Unfall sein, kann Krankheit sein und was auch immer. Ich hatte immer Angst, dass irgendwann passiert, dass ich dann die Transition nicht zu anbringen. Und noch das war ein Grund für Ferien zu machen, weil ich wollte das, was ich auch erreicht habe, das finde ich, das käme mir wasch. Und dann ist so weitergegangen bis zur OP. Und wie gesagt, für viele Wellen nach ein Jahr, es war schon immens kräftezehrend und anstrengend. Ja. Am Nachhinein, dann Streck gucken, gebe ich noch ein so machen. Das alles war richtig, das alles gut gegangen. Aber Salzlöffel war mit Sicherheit nicht da. Auch von der besten so gesagt. Meinst du, das hat er noch mit deinem Alter zu tun, am Sinn von, ich will so viel Zeit nicht als Frau verbrücht, also will ich möglichst sehr da kommen, was für mich so mein Ziel ist? Zum kleinen Teil ja, schon. Ich war mir aber auch bewusst, also ich war für mich will nicht übersteht sein. Aber das ist einfach so, ich habe mir da ein Fischbiss geoutet und ich mein Ziel für einen Ohr gesehen. Und ich wollte, dass ich also mehr so erreiche, weil ich wusste von der Stadt, dann von meiner Transition erreiche und dann habe ich ein vollkommener Glücksmoment am Leben, den ich nicht mehr abhalten. Und ja, ich wollte also schnell mehr so erreichen. Ja. Ein Alter spielt ein bisschen eine Rolle davon, ne? Von nur Jahren, wie lange gedauert hat, wäre wahrscheinlich schon schlimm gewesen. Aber wie gesagt, das ist schon gar nicht ausgeruht. Schon auch noch nie in meinem Leben so zielstrebig etwas wollten erreichen. Ne? Ja, das ist gut gegangen. Ich hatte mich ganz glücklich darüber. Das freut mich. Ich meine, wir wären da noch schon in einem angekommen. Mhm. Ich so in der Filmus mach sie auch nicht, dass der Heu war. Ja, das ganz geil geschieht. Alles so viel muss machst du für das Interesse. Aber das Interesse ist noch immer jemand da und ich bin froh, dass du mir dass du mir meine Frage so ausgiebig beantwortet hast. Egal, du ausschaltet, heute könnt ihr eine Rubrik vom Eli und dann hören wir uns an 2 Wochen rum. Adi. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Was möcht eng Sexologin oder ein Sexolog? Ein Sexolog, ähnlich wie ein Psycholog, schafft mit Personen, die Unterstützung brauchen. Wobei ein Psycholog sich mental Gesundheit kümmert, als ein klinischer Sexolog ob alles, was mit Sexualität zu tun hat, spezialisiert. Es geht körperliche Probleme, Treatmente, Studieren von Sexualität, Fragen rund um Sexualität und Beziehungsthematiken. Hauptziel ist eine gesund und ausgewogene Sexualität und sexuelles Wohlbefinden. Für viele Personen ist Sexualität ein Tabuthema. Sexologen sind darauf spezialisiert, die mehr schwere Themen anzugehen und in Kollaboration am Rhythmus vom Klienten auf eine Lösung oder eine Klärung von der Frage anzugehen. Sexologen können bei der sexuellen Education und Aufklärung helfen. Sie kennen sich mit der Anatomie und den Funktionen von den verschiedenen Organen aus und es kann ihnen auch mit ihnen über Hormone, Verhütung oder sexuell Verlangen schwätzen. Auch Themen wie Konsens, sexuell übertragbare Infektionen, Monogamie oder Fragen rund um Schwangerschaft können bei einem Gespräch thematisiert gehen. Sexologen, oft an Zusammenarbeit mit Doktoren, können Patienten auch bei sexuellen Dysfunktionen wie Erektionsprobleme, Vaginismus, Peng beim Sex, Angst rund um den Sex und Anorgasmie helfen. Nachdem die medizinischen Aspekte geklärt sind, kann ein Zusammenspiel von Therapie
an praktischen Übungen helfen, weiterzukommen. Sexologen können noch mit Koppeln schaffen, besonders wenn das durch eine schwere Zeit gehen. Koppelskrise können zum Beispiel in Tod oder eine Schwangerschaft sein oder sonst ein Grund, den zu einem Konflikt feiert oder die Koppel aus dem Gleichgewicht gehalten. An dem Sinn mit der Koppel und der Kommunikation an den Emotionen schafft, kann auch das Sexleben und die Intimität an der Koppel sich verbessern. Für Personen, die sich frohen über ihren Gender oder ihre Identität stellen oder die einer Genderdysphorie leiden, kann ein Sexolog sie daran begleiten, Antworten zu finden, durch eine Transition zu gehen und das Ganze zu navigieren. Hier ist es aber sinnvoll, am Réseau mit anderen Organisationen zu schaffen und Ressourcen und Unterstützung zu teilen. Das nämlich gilt für Personen, die sich frohen zu ihrer sexueller Orientierung stellen, also ob sie hetero, bi, schwul oder lesbisch, pan, aromantisch oder asexuell sind, für just ein paar Kategorien zu nennen. Sexologen können auch Unterstützung bieten bei Frauen zum Sex am Alter und beim Allgehen. Auch für jeden eine ausgewogene Sexualität mit einer Behinderung, Special Needs oder einer Besonderheit hat, kann ein Thema für die Berufsgruppe sein. Sexologen, oft an Zusammenarbeit mit Therapeuten, können auch helfen, in Trauma oder im Missbrauch zu verschaffen. Traumatische Erlebnisse haben leider oft den Impact auf das sexuelle Verhalten, die Lust und die sexuelle Funktion, und es ist wichtig, daran zu schaffen, für das die Person noch mehr erfüllten und mehr Freiheit Sexleben kann haben. An dem sie ihn hielt, kann ihn auch mehr Leben für sich und andere verspüren. Sexologen können auch Recherche machen und auf Unien wissenschaftliche Studien durchführen. Forschung kann am Gebiet Gender oder Medizin sein, aber auch über Konzepte wie Maskulinität oder Femininität an verschiedenen Communitäten oder Sozialbereiche. Sie können auch Formationen geben an einer professioneller Ausbildung. Sexologen sind also da, für dass du eine mehr frei und positive Sexualität leben kannst und mehr erfüllt bist. Es ist wichtig, als Sexolog am Réseau mit Erzieher, Doktoren, Psychologen, Schulen und so Services zusammen zu schaffen. Wenn du da eine Sexologin oder ein Sexolog raussiehst, kannst du auch darauf aufpassen, dass die Person sich mit queeren, feministischen, BIPOC oder so Themen, die verschiedene Minoritäten betreffen, kritisch also nie gesagt wird. Hier sollst du einen Raum kreieren, der frei von Jugement ist, wo du dich offen ausdrücken kannst, dich wohl, sicher und unterstützt spürst, für und den Themen zu schaffen, die dich gerade beschäftigen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.